So, nochmals hallo, willkommen zum Hour of Prayer. Das ist eigentlich unser Restart, kann man heute sagen. Genau, ist auch schön. Auch noch nie. Ist auch schön, wenn man etwas nochmals starten kann. Dann kann man nochmals die letzten 8 Minuten das nochmals optimieren. Hey, ist es nicht krass? Ich habe heute mit jemandem telefoniert und habe gesagt, als wir diese Sendung angefangen haben und es gab dieses Gebet, dann hätte ich nicht gedacht, dass wir auf 31 Gebetsstile kommen, die wirklich in sich auch interessant ist, ohne dass man immer wieder Dinge auch wiederholt. Und ich muss jetzt wirklich sagen, ich habe mega viel von dem bereits schon profitiert, weil ich gehöre zu den Menschen, wenn ich so bete, nach 5 Minuten denke ich, okay, ich habe Gott alles gesagt. Und ich denke auch, ich habe das gehört, was ich gehört habe oder hören wollte, wie auch immer. Aber es öffnet eine ganz neue Perspektive und auch eine neue Größe von Facetten, wo man plötzlich merkt, es gibt verschiedene Optionen, verschiedene Stile. Manchmal sind das 31 Gebetsstile, die uns helfen, dass du für jeden Tag eigentlich ein Gebetsstil rauspflücken kannst, damit einfach dein Gebet mit Gott ganz, ganz aktiv und kreativ sein kann. Und heute geht es, das Thema ist unter Gottes Schutz. Das ist also das Gottes Schutzgebet und wir befassen uns mit Psalm 91 und wir werden einfach staunen, wie man so mehr oder weniger eine Stunde lang in diesem Psalm 91 mit seinen 13 oder 14 Versen, oder vielleicht auch 16, wie man einfach so eine Stunde in diesem Psalm drin bleiben kann. Und es sind eigentlich zwei Dinge. Das eine ist, dieser Psalm spricht sehr viel von Gottes Schutz und wir werden diese verschiedenen Gebiete, wie und wo er uns schützt, anschauen. Und das zweite ist, wir werden auch anschauen, wie man eben so in einem Psalm sich vertiefen kann oder wie er uns eine Inspiration sein kann, das Wort Gottes, damit wir beten können. Was auch interessant ist, wir werden dann auch merken, ein paar Augenblicken, wenn man einen Bibeltext liest, ist es interessant, ich lese diesen Text und mir springen gewisse Wörter an oder es löst bei mir etwas ganz anderes aus, als zum Beispiel dann bei Susanna, weil sie ist in einer anderen Situation, hat andere Gefühle, vielleicht auch andere To-Dos oder auch andere vielleicht Gedanken oder Challenges. Und ich finde es eben ganz interessant, dass ein Bibeltext auch zu mir heute das sprechen kann und der gleiche Bibeltext liest ein Jahr später und denkst du, woher kommt dieses Wort, woher kommt dieser Satz, er war schon immer da, aber man hat ihn wie überlesen und plötzlich gemäß der Situation, wo man drin ist, sprechen mich gewisse Wörter oder Sätze viel, viel tiefer an. Also, wir beginnen mit dem ersten Gebet, das um Gott, wir beten um Schutz, weil er mein Gott ist. Das ist das allererste Gebet. Wir beten, dass du, Gott, mein Leben beschützt, weil du stehst über alle Dimensionen und über alle Challenges oder Herausforderungen, die ich in meinem Leben begegne. Und im Psalm 91, Vers 1 bis 2, wir lesen auch der Hoffnung für alle, mal vor und zunächst schon bereits das Anfangsgebet hat so viele Facetten drin. Da steht, wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei ihm, dem Allmächtigen, Ruhe finden. Auch ich sage zum Herrn, du schenkst mir Zuflucht wie eine sichere Burg. Mein Gott, dir gehört mein ganzes Vertrauen. Das muss man mal vorstellen, der Psalmist, war das vermutlich Mose in dem Sinn oder sonst ein Mann Gottes. Jetzt muss man mal vorstellen, wir lesen das und denken, ja, Schutz Gottes macht heutzutage keinen Sinn mehr, weil wir haben viele Schutzorte. Das Auto ist ein Schutzort. Da, wo ich Golf spiele, hat das Schutzhäuser, wenn es zum Beispiel blitzt oder man geht in ein Restaurant oder man geht in eine Wohnung oder es gibt Schutzkeller, Bunkerkeller und so weiter und so fort. Aber wenn das ein Psalmist schreibt aus dem Alten Testament, musst du wissen, die hatten viele Feinde. Und die Feinde waren reell und das war nicht der Kampf unbedingt nur um das Weideland, weil es war ja oft auch eine Wüste, sondern es ging oft um die Brunnen. Also wer den Brunnen hatte, der hatte das Gold, der hatte eine Lebensversicherung, aber das konnte man nicht absperren mit einem Zaun oder mit einer Armee, sondern es waren oft offene Felder, wo man gewusst hatte, dieser Brunnen gehört Jakob, es gehört Moses und es gehört auch Isaac, wem auch immer. Und wenn jetzt der Psalmist sagt, du bist ein Zuflucht, du bist eine mächtige Burg, dann sagt der Psalmist aus mit folgenden Worten, ich habe Feinde in meinem Leben und ich habe nichts falsch gemacht. Wir haben nicht immer Feinde, weil wir was falsch gemacht haben, sondern es gibt manchmal Leute, die mögen dir das nicht gönnen, man wird gemobbt mit Wörtern, mit Taten. Es kann auch sein, dass dein Feind deine eigenen Gedanken sind. Es kann auch sein, dass es effektiv Feinde gibt, die Dinge nicht gönnen. Und jetzt sagt der Psalmist aus, wenn ich diese
Wüste anschaue, mit diesen Brunnen zum Beispiel, wenn Gott du mich nicht beschützt, ich habe keine Chance. Und ich finde, plötzlich wird für mich dieses Gebet so reell. Das springt mir entgegen, wenn du den Kontext weißt. Zusammen, wenn du diesen Text liest, was springt dir dann entgegen? Mir springt der Titel entgegen, da heißt es Schutz, weil er mein Gott ist. Und spannenderweise eben, wir sind schon im zweiten Durchlauf. Beim ersten Durchlauf hat mich angesprochen, mein Gott, dir gehört mein ganzes Vertrauen. Und einfach so die Frage, ist es denn so, dass mein ganzes Vertrauen Gott gehört? Aber jetzt beim zweiten Mal durchlesen, springt mich an, auch ich sage zum Herrn. Also für mich bedeutet es, vorher ist es so allgemein, halt allgemein, wer unter dem Schutz des Höchsten ist, der kann bei ihm Ruhe finden und Schutz finden. Und dann sagt der Psalmist, auch ich sage zum Herrn, also ich gehöre dazu. Und das springt mich an. Und die Frage ist einfach, könnte ich das auch sagen? Könnte ich auch sagen, auch ich vertraue dir, auch du, Gott, hast mein ganzes Vertrauen, auch ich sage, dass du mir Zuflucht schenkst wie eine sichere Burg. Und für mich ist es nochmal so einfach ein Überdenken, wo stehe ich? Wer ist eigentlich mein Schutz? Ist es wirklich Gott? Mega interessant, du merkst ja schon einen gleichen Bibeltext, das gleiche Gebet bedeutet für Susanne etwas anderes, also nicht, dass jetzt Gott anders wäre, Gott hat ja viele Facetten, für mich springt etwas anderes entgegen. Und bei dir kann es zum Beispiel sein, dass du merkst, du kannst deine Kinder nicht beschützen, logisch, man macht alles, was man machen kann, du kannst dich auch nicht beschützen vom Coronavirus, du kannst alles machen, was du willst, das ist kein Thema. Und dennoch gibt es immer eine gewisse Nuance, das haben wir nicht unter Kontrolle. Und da beginnt plötzlich das Vertrauen, dass ich weiß, Gott ist mein Schutz. Und wir haben nicht das volle Kontrolle über den Mann, über die Ehefrau, über die Kirche, über deine Firma, über dein Einkommen, über deinen Job. Ich habe gestern eine Story gehört, bei uns in der Church, da wurde eine Person gekündigt wegen Corona und die war völlig aufgelöst, weil das hat sie nicht kommen sehen. Ja, also du kannst auch das nicht beschützen in dem Sinn. Und ich finde, dieses Gebet hat für jede Person, die jetzt zuhört, eine andere Bedeutung. Und wenn wir ausrufen, dass Gott, du bist mein Schutz, machen wir ein Statement. Dass da, wo ich nicht die Kontrolle über mein Leben habe, und by the way, wir haben generell nicht die Kontrolle über unser Leben. Das denken wir immer wieder, aber wir haben sie eigentlich nicht. Du hast nicht mal die Kontrolle über dein Herz, das schlägt oder schlägt nicht mehr. Und dann ist es over. Also jeden Herzschlag ist ein Geschenk Gottes. Und ich möchte einfach das erste Gebet beten und ein bewusstes Statement machen, eine bewusste Entscheidung treffen, eine bewusste Proklamation treffen und aussprechen, wo ich sage, Gott, du bist mein Schutz, weil du bist mein Gott, du bist mein guter Hirte, du bist mein Freund, du bist eine Burg, du bist eine Zuversicht, nichts kann mir anhaben. Also, lieber Gott, ich möchte dir Danke sagen, dass du mein Schutz bist in meinem Leben. Das heißt, alle Bereiche und all mein Hab und Gut, was du mir anvertraut hast auf dieser Erde, lege ich nochmals ganz bewusst in deine Hände, weil ich weiß, ich kann das tun, was ich tun kann. Nicht so, dass ich nichts tue und dennoch aber nicht alles unternehme, was ich unternehmen kann und könnte und sollte und tue müsste. Gibt es einen riesigen Bereich, wo ich nicht die Kontrolle darüber habe. Und da bin ich dir dankbar, dass ich weiß, du bist ein Gott, du stehst über allen Facetten. Du stehst über allen Challenges, Herausforderungen, Meinungen und auch Gesetze, die getroffen werden. Du bist mein Zufluchtsort und du bist meine sichere Burg. Von wem sollte ich mich fürchten? Weil du, mein Gott, du bist bei mir. Und ich weiß, dass in einer anderen Übersetzung steht, ja, wer unter dem Schirm des Höchsten ist. Schutz ist einfach ein bisschen verständlicher. Ja. Schirm haben wir das Verständnis von Regenschirm. Und ich habe, während ich die Augen zu hatte, habe ich einfach einen riesigen Regenschirm gesehen. Und was ja der Vers bei dir ausgelöst hat, ist, dass der Schirm eben reicht über alle Bereiche. Und was er bei mir ausgelöst hat,
ist, dass ich einfach mich entscheide, unter diesen Schirm zu gehen. Und genau das habe ich gesehen. Riesenschirm, der reicht über alle unsere Bereiche. Und ich habe gesehen, wie einfach Menschen unter diesen Schirm rücken und diese Entscheidung treffen. Jawohl, du, Gott, bist mein Schutz. Hey, und vielleicht, keine Ahnung, folgst du mir auf Instagram nach, das ist mir wirklich spontan in den Sinn gekommen, ist jetzt nicht eine Schleichwerbung, aber ich habe heute Morgen einen Post gepostet mit Nebel. Mit Nebel habe ich aufgenommen am Sonntagmorgen, weil ich weiß, der Nebel ist jetzt bald vorbei. Und was so krass gewesen war, ich habe in den Nebel hineingeschaut, du siehst gar nichts. Und dann habe ich meine Augen aufgehoben und ich habe die Sonne gesehen und ein bisschen blauer Himmel. Und ich habe eine Message gemacht und gesagt, manchmal sieht man nur noch den Nebel. Man sieht nicht mehr durch im Leben. Aber die Sonne ist immer über dem Nebel. Das heißt, Gott ist über dem Nebel. Und darum ist Gott auch nicht nervös. Darum ist Gott nie außer der Kontrolle. Gott sagt immer, hey, Jungs und Mädels, ich habe es unter Kontrolle. Du kannst nachschauen, wenn man Insta-Account hier beachtet. Es gibt auch viele Fake-Accounts. Das auf dem richtigen Account ist, das mit dem Nebel. Das ist so ein Gratis-Tipp, wo dir einfach Mut gibt zu wissen, Gott hat den Durchblick und ich schaue die Sonne an. Mein wunderbarer Schutz. Schön gesagt, oder? Ja, sehr schön. Hey, Sehr schön. lasst uns ein Worship-Lied singen. Wir haben Dave dabei, Dave Kult. Und das erste Mal singen You Love Never Fails. Das heißt, deine Liebe, die verfehlt nie. Und ich finde, das passt mega gut dazu, wenn wir singen, Gott, du bist mein Schutz. So, jetzt muss ich den Dave noch da reinbringen. Ich muss ihn nicht tragen, sondern nur den Computer und die liebe Technologie, weil bumm, da ist Dave. Yes, so good. Nothing can separate, even if I run away, 'cause your love never fails. I know I still make mistakes, but you have your mercies for me every day. Your love never fails. You stay the same through the ages, and your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fails. The wind is strong and the water's deep. I'm not alone here in this open sea, 'cause your love, it never fades. Deine Liebe ist genug, oh Gott. The chasm is far too wide. I never thought I'd reach the other side, 'cause your love never fails. Oh, you stay the same through the ages, and your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, 'cause I know that you love me. Your love never fades. Deine Liebe ist genug, Jesus. Your love never fades.
same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love it never fades. Hey, vielen Dank, Dave. Ist immer amazing, einfach die Worshipper so mit dem Computer einzuholen. Das gefällt mir noch richtig, weil da kann ich sie auf die Seite schieben. Genau, das finde ich ja auch in dem Sinne spektakulär. Hey, das zweite Gebet beim Psalm 91, das Gottes Schutzgebet ist, ich danke Gott, dass er meine Sicherheit ist. Und wir möchten gerne einen Text vorlesen aus Verse 3 bis 8. Und wirklich, wenn du diese Verse liest, das ist so real, was wir erleben mit dem Coronavirus. Weil da erlebst du das Gleiche, wo gebetet wird, statt Virus ist Pest und Fieber und so weiter und so fort. Zusammen liest mal diesen Text vor. Also unglaublich passend. Er bewahrt dich vor versteckten Gefahren und hält jede tödliche Krankheit von dir fern. Wie ein Vogel seine Flügel über die Jungen ausbreitet, so wird er auch dich stets behüten und dir nahe sein. Ja. Seine Treue umgibt dich wie ein starker Schild. Du brauchst keine Angst zu haben vor den Gefahren in der Nacht oder den heimtückischen Angriffen bei Tag. Selbst wenn die Pest im Dunkeln zuschlägt und am hellen Tag das Fieber wütet, musst du dich doch nicht fürchten. Wenn 1000 neben dir tot umfallen, ja wenn 10.000 um dich herum sterben, dich selbst trifft es nicht. Mit eigenen Augen wirst du sehen, wie Gott es denen heimzahlt, die ihn missachten. Hey, ich finde es mega krass, als die Corona-Krise angefangen hatte, da gibt es ja mega viele Theorien, von Verschwörungstheorien bis zu Made in China, bis zu einfach ein Virus und so. Und ich hatte ehrlich gesagt mich mit diesem Thema nicht auseinandergesetzt und dann habe ich ein bisschen gegoogelt in der Weltgeschichte und dann merkst du plötzlich, hey, Seuchen, Pest und Viren gab es schon immer und zwar mega, mega krass und dann die Offenbarung spricht auch davon, eines Tages wird die Menschheit ausgerottet werden, 1/3. Aber das gab es ja schon bereits in der Menschheitsgeschichte. Dann habe ich mal gegoogelt, wie oft im Alten Testament Pest und Seuchen vorkommen. Plötzlich merkt man, das habe ich so gelesen, zum Beispiel bei den 10 Plagen kam auch eine Seuche über Ägypten. Das habe ich immer so gelesen und das war irgendwo so weit weg, weißt du, was ich meine? Und plötzlich erlebst du den Coronavirus und denkst du, wow, wir sind die Einzigen. Denkst du, nein, das war schon in Ägypten so gewesen. Gott hat sie mit einer Seuche, mit Pest bestraft. Und immer wieder im Alten Testament ist ein Gebet, Gott bewahre uns von der Pest, bewahre uns von den Seuchen, bewahre uns von den Heuschrecken. Das kommt immer und immer und immer und immer wieder. Und mir hat es mega geholfen. Nicht, dass ich mich mit dem tröste und denke, gut, wir sind nicht die Einzigen. Aber manchmal denke ich lese die Bibel durch und das Alte Testament und es ist so weit weg von meinem reellen Leben manchmal und plötzlich erlebst du etwas und gewisse Wörter, gewissen Geschichten bekommt eine ganz neue Dimension in dem Sinn. Und ich glaube, der Coronavirus ist genau das Gleiche. Das heißt nicht unbedingt immer, dass wir das nicht erleben oder Gott nimmt uns da raus. Wir sind mittendrin. Aber dennoch dürfen wir vertrauen, dass Gott ist mein Schutz und Gott ist meine Bewahrung in dem Sinn. Und natürlich sind auch Christen an dem Virus gestorben. Aber dann sage ich immer, Leute sind nicht am Coronavirus gestorben, sondern Gott hat gesagt, das ist meine Perspektive, deine Zeit ist gekommen, in den Himmel zu kommen. Das ist eine andere Perspektive, weil irgendwie gehen wir ja von dieser Welt. Wir können jetzt sagen, okay, Knopfdruck, goodbye, das wäre dann Exit, aber in dem Sinn, sondern wir gehen ja von irgendetwas von dieser Welt hinein in ein Upgrade, und der heißt Himmel. Und das finde ich mega krass, wo er sagt, selbst wenn die Pest im Dunkeln zuschlägt und auch das Fieber wütet, ich fürchte mich nicht. Warum nicht? Weil ich weiß, mein Gott ist meine Zuversicht. Mein Gott ist meine Sicherheit. Also die einzige Sicherheit, die ich in meinem Leben habe, die einzige,
Die einzige, absolut einzige, bitte hör mir zu, das ist Gott. Sonst gibt es gar nichts. Menschen werden dich enttäuschen, weil auch du, ich, Menschen enttäusche. Wirtschaft, mal gut, mal schlecht, mal oben, mal unten, ist extrem launisch. Die Natur sowieso. Meine Seele, ein anderes Thema, aber die hundertprozentige Sicherheit, die ich habe, ist Gott. Das sagt die Bibel. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist, der uns die Gewissheit gibt, dass wir Kinder Gottes sind und dass wir im Himmel eigentlich so ein Dokument haben. Wir haben Worten Siegel, Urkunde, Eintrittskarte, der Himmel. Und ich finde das mega ein spannendes Gebet. Susanne, kannst du uns in dieses Gebet hineinführen, wo wir einfach Darf ich da noch aussprechen? was sagen? Logisch, du darfst alles sagen. Weil für mich sind gerade diese Verse 3 bis 18 wie eine Herausforderung, weil da steht, dass es mich nicht trifft und dass geschehen kann, was will, aber wir alle wissen, früher oder später, es ist nur eine Frage der Zeit, wo es uns trifft, Ja. dass jemand wegstirbt, dass jemand in unserem Umkreis oder vielleicht wir selber krank werden. Und das ist jetzt nicht negativ gedacht, das ist einfach das, was ich beobachte. Und ich finde diesen Psalm schon spannend, denn jetzt zu beten und zu sagen, ja, mich trifft es nicht, es können 1000 neben mir umfallen, es können 10.000 neben mir umfallen, mich trifft es nicht, aber was mache ich dann, wenn es mich doch getroffen hat? Ja, dann kannst du halt Psalm 91 jetzt nicht lesen. Und was ich jetzt spannend gefunden habe beim Recherchieren über diesen Psalm, das steht, dass dieser Psalm vermutlich Mose geschrieben hat. Und das gibt ja ein bisschen so Hintergrundgeschichte, weil vieles von diesem Wortlaut erinnert an 5. Mose Kapitel 32 und wenn wir die Geschichte von Mose kennen, dann wissen wir, dass da plötzlich Schlangen aufgetaucht sind. Das kommt dann später noch in diesem Psalm, ist von Schlangen die Rede, wo du draufstehen kannst, aber bei Mose sind die Schlangen aufgetreten, haben die Leute gebissen, aber diejenigen, die dann auf die eiserne Schlange, die er da irgendwie am Stock gehängt hat, geschaut haben, die wurden eben verschont. Da habe ich gedacht, ja, also aus dem Blickwinkel von Mose stimmt das. 10.000 zur Rechten, 1.000 zur Linken, aber ihn hat es nicht getroffen, weil er hat auf die Schlange geschaut. Oder auch eine andere Begebenheit, wo eine gewisse Gruppe sich aufgelehnt hat gegen Mose und sie wollten selber die Leiter sein und so weiter. Und Ende der Geschichte war, der Erdboden ging auf und hat eine ganze Sippe mit Familie und Kinder alles einfach verschluckt. Habe ich jetzt zum Beispiel noch nie gesehen. Aber wenn man aus diesem Hintergrund weiß oder sich vorstellt, dass Mose das geschrieben hat, dann hilft mir das. Jetzt nicht das Ganze zu relativieren, aber einfach in einem Umfeld zu sehen. Ja, und wie gesagt, er hat es ja auch erlebt bei diesen 10 Plagen. Die waren, das Volk von Gott war nicht rausgelöst, sie waren mittendrin, aber es hat sie nicht betroffen in dem Sinn. Und das ist natürlich schon so, das sagt er auch, wenn die Pest kommt im Dunkeln und das Fieber entsteht, wird es uns nicht treffen. Und das ist schon eine mega krasse Aussage. Sondern einfach beten mit uns zusammen, dass wir dennoch wissen, die Sicherheit, die wir haben auf dieser Welt, hat einen Namen und der Name heißt Jesus Christus, unser Gott im Himmel. Ja, und ich sage dir einfach, Gott, so wie es da steht, du bewahrst mich vor versteckten Gefahren, mich und jede Person, die jetzt einfach zuhört. Du hältst jede tödliche Krankheit von mir fern. Und was auch immer das heißt, das steht da und das nehme ich für uns in Anspruch. Wie ein Vogel seine Flügel über die Jungen ausbreitet, so, Gott, breitest du auch die Flügel über uns aus und immer behütest du uns, immer. Und du bist uns nahe. Deine Treue umgibt jeden von uns wie ein starker Schild. Und dabei stelle ich mir einfach vor, Gott im Himmel, dass so ein starkes Ding einfach vor mir, das mir Schutz und Sicherheit gibt. Ich muss keine Angst haben vor den Gefahren der Nacht. Wenn ich wach bin, wenn ich nicht schlafen kann, das muss mir keine Angst einjagen, Gott, weil da steht's. Und auch nicht vor den heimtückischen Angriffen bei Tag. Selbst wenn die Pest im Dunkeln zuschlägt und am hellen Tag das Fieber wütet,
dann muss ich mich doch nicht Yes. fürchten. Und das tut gut, weil ich weiß, Gott, dass du meine Sicherheit bist. Wenn 1000 neben mir tot umfallen, ja, wenn 10.000 um mich herum sterben, mich selbst trifft es nicht. Mit eigenen Augen werde ich sehen, wie Gott es denen heimzahlt, die dich missachten. Und davor habe ich auch Respekt, Gott im Himmel. Du bist ein ehrfurchtgebietender Gott, ein liebender Gott. Und bei dir Come on. sind wir, die einfach jetzt dazu geschaltet haben, wir sind bei Yes. dir in Sicherheit, unter deinen Flügeln. Ja. Amen. Und ich möchte auch die Sicherheit ausrufen in deinem Leben über deine Finanzen, weil ich habe viele Geschichten gehört von Menschen, die haben eine Firma gestartet und die wissen nicht, können sie ihr Haus behalten, können sie ihr Auto behalten. Urlaub ist ja nicht ein Problem, dass man das mal ein Jahr lang nicht machen kann. In dem Sinn, ich meine, man kann auch zu Hause in Balkonesien Urlaub machen, aber das sind reelle Dinge und die Leute fragen mich um Rat, wie soll ich mit dem umgehen? Ich sage immer eins, ey, Gott ist deine Sicherheit am Ende vom Tag. Es kann sein, dass du deine Firma verlierst, aber du wirst nicht deinen Glauben verlieren und du wirst nicht deine Familie verlieren und du wirst auch dich selber nicht verlieren, weil das ist die Sicherheit, die Gott uns versprochen hat. Ja, es kann sein, dass der Luxus uns gestrichen wird. Kann sein. Es kann sein, dass dein Lebenswerk weggenommen wird. Kann sein, wird uns auch irgendwann weggenommen. Vielleicht ein bisschen früher, als wir gewollt haben. Das sind harte Dinge im Leben, aber dennoch möchte ich dir ausrufen, deine Sicherheit und meine Sicherheit, die hat halt einen Namen. Der Name heißt Yahweh, der Gott, der allmächtig ist. Er ist allgegenwärtig und er ist auch allwissend. Und das möchte ich uns einfach zusprechen. Das ist unsere Sicherheit, die Gott uns anvertraut hat. Amen. Hey, und bevor wir vielleicht in das dritte Gebet gehen, gibt es ein Lied, das heißt You're in Control, wo Dave jetzt singen, das heißt, du, mein Gott, du bist in Kontrolle. Und finde ich mega schön, das auszusprechen, weil Sicherheit bedeutet auch, ich weiß, ich habe einen Gott im Himmel, der hat wirklich die Kontrolle über meinem Leben. So, Dave, wir zoomen dich da rein wieder. Da haben wir ihn wieder, genau. Mega cool. Und der Song You're in Control. You do not look at me with anger. The thoughts you have for me are kind. And all my crimes you don't hold them against me. No, instead you say I am your child. I will look to you, keeper of my soul. You're in control when the ground is shaking. I won't lose heart. You're in control. So why do I shield out the obvious? You've never left me here alone. My life is proof that you are God and in control. Oh, help my little faith to grow. Oh, help my little faith to grow. I'm look to you, keeper of my soul. You're in control when the ground is shaking. I won't lose heart. You're in control. And as I walk through that valley, you suffer with me by my side. There is no place too dark for you to shine your light. My soul finds rest in you tonight. And as I walk through that valley, you suffer with me by my side. There is no place too
I will look to you, keeper of my soul. You're in control. When the ground is shaking, I won't lose heart. I will look to you, keeper of my soul. You're in control. When the ground is shaking, I won't lose heart. You're in control. You're in control. Every day, you're in control. When the ground is shaking, I won't lose hope. You're in control. Hey, Dave, vielen Dank. You're in control. Das ist ein mega wichtiges Statement. Ich glaube, das kann man nicht genügend hören in dem Sinn, auch im Psalm 91. Wir fahren weiter beim dritten Gebetsanliegen. Ich bete zu Gott, weil er ist mein Schutz, weil er ist mein Zuhause. Das hört sich so ein bisschen so, er ist mein Zuhause, nicht so spektakulär an. Aber wenn man dann den Vers 9 bis 10 liest, gibt es eben auch eine Sache, die ist mir so richtig in das Auge gesprungen. Welches? Lies mal den Text, ich sage dir welchen. Du aber darfst sagen, beim Herrn bin ich geborgen. Ja, bei Gott, dem Höchsten, hast du Heimat gefunden. Darum wird dir nichts Böses zustoßen und kein Unglück wird dein Haus erreichen. Ja, dass kein Unglück wird dein Haus erreichen, das hat für mich jetzt im Kontext, für mich jetzt, im Psalm 23 steht auch geschrieben, wir werden im Haus des Herrn bleiben für immer. Für immer da heißt es da. Im Haus Gottes, das ist für mich immer auch eine Perspektive im Himmel. Da gibt es kein Tod mehr, kein Leiden, keine Schmerzen, keine Niederlagen mehr. Das ist für mich da, wo ich meine Augen hingerichtet habe, weil alles andere, habe ich schon gesagt, geht manchmal im Leben nicht auf, weil auch die Psalmen sagen immer wieder, warum geschehen den guten Menschen, die gläubig sind, die deine Gebote halten, geschieht Unglück. Und warum geschieht den Menschen, die deine Gebote missachten, mit Füßen treten, geschieht Erfolg. Schon da hast du eigentlich die Spannung drin und man kann nicht sagen, das ist die Norm für uns Christen, weil dann hast du viele Psalmen, die genau das Gegenteil sagen. Und für mich ist immer wieder, wenn man die Perspektive vom Himmel wegnimmt, dann hat man eine Sicherheit verloren, die auf dieser Ebene nicht immer funktioniert und auch eine Theologie, weil wir leben in einer gefallenen Schöpfung, nicht nur wir Menschen sind nicht mehr perfekt, auch die ganze Natur schreit und seufzt nach Erlösung. Das heißt, wir sind alle global im gleichen Boot. Was ich auch liebe, Leo, ist, wenn man diesen Vers sozusagen auf der Zunge zergehen lässt. Weil, genau, er ist mein Zuhause, Schutz, weil er mein Zuhause ist, ich bin bei ihm geboren, Heimat gefunden und so weiter und so fort. Aber auf der Zunge zergehen lassen heißt für mich Folgendes, dass ich einfach ein Wort lese und dann das nächste Wort dazufüge und dann das nächste Wort und dann beginnt sich, also das ist wie wenn ich eben das Wort auf der Zunge zergehen lassen würde. Und das würde ich jetzt gerne mal mit diesen 2 Versen machen. Und dann einfach schauen, was mit uns passiert, dass wir das Zuhause spüren und dass es eben mein Zuhause ist. Das nennt man ein Bibel-Gourmet-Text. Ja. Man lässt auf der Zunge zergehen, man spürt es in alle Facetten, in alle Geschmäcke. Genau. Du darfst sagen, beim Herrn bin ich. Beim Herrn bin ich geborgen. Ja, bei Gott. Ja, bei Gott, dem Höchsten. Hast du Heimat gefunden. Darum wird dir nichts
Darum wird dir nichts Böses. Darum wird dir nichts Böses zustoßen. Kein Unglück. Kein Unglück wird dein. Kein Unglück wird dein Haus. Kein Unglück wird dein Haus erreichen. Amen. Amen. Also merkst du, du ein Gourmet-Typ bist, der sehr, sehr gerne langsam isst und das genießt. Wow. Und ich habe gemerkt, wenn du das so liest, denke ich, komm, lies einmal endlich. Und ich gehöre zu den Schnellessern. Ist auch interessant, oder? Ist auch interessant. Das ist eben cool. Es öffnet so viele Facetten. Der andere ist ganz, ganz gemütlich und jedes Wort in die Zunge und jeder Biss eine halbe Stunde. Und andere, Ja, aber stell dir mal vor, du darfst das sagen. ja. Du darfst das sagen, dass du bei Gott zu Hause bist. Das ist dein Vorrecht. Und da, für mich gehen da Welten auf. Und es hilft mir manchmal einfach so zu beten. Mega cool. Also ich möchte beten, lieber Vater, ich danke dir, dass du Gott bist, mein Schutz und du bist mein Zuhause. Ja. Also ich möchte es aussprechen über mein Leben, dass ich habe eine Sicherheit und ich habe eine Bestimmung und ich habe eine Zukunft, die ist größer als meine Vergangenheit und ich habe eine Bestimmung und einen Ort, wo ich hingehöre, das ist der Himmel. Ich möchte es bewusst aussprechen, da sind wir unterwegs zusammen, da gehen wir hin. Das ist unsere Reise. Und auf dieser Reise ist der Heilige Geist immer bei uns. Mit immer dieser Perspektive, wenn wir nicht mehr durchsehen und nicht mehr durchblicken und auch nicht mehr verstehen, warum gewisse Dinge geschehen, dass ihr weiß, aha, ich habe eine Heimat. Es ist wie eine Geborgenheit, wie wenn man unterwegs ist beim Fliegen oder auf dem Urlaub, man fliegt zurück in einem Ort, in eine Wohnung und das ist so der Fixpunkt. Und genau das Gleiche, umgekehrt sind wir auch bei Gott unterwegs, auf einem Fixpunkt. Und das auch immer, da freuen wir uns, dahin zu gehen, weil da ist aber alles eingerichtet, das zu uns passt, das auch zu uns gehört. Und ich sage dir, Gott, danke, dass du schon seit 2000 Jahren eine Wohnung am Bauen bist für mich. Das heißt, du weißt, was ich schön finde, was ich gut finde, was meine Geschmäcke sind, was meine Vorlieben sind. Und wenn man 2000 Jahre etwas zusammenbaut, dann muss es schon recht krass sein. Und ich danke dir einfach, dass ich weiß, ich habe ein Zuhause. Ich sage meiner Seele, du hast ein Zuhause. Ich sage meinem Geist, du hast ein Zuhause. Ich sage meinem Körper, hey, im Himmel wird mein Körper wieder perfekt sein. Amen. Das vierte Gebet, bei dem ist der Schutz, weil er ist mein Begleiter. Ey, das ist auch cool. Gott ist mein Begleiter. Verse 11 bis 13. Susanne, lies mal das vor. Ich glaube, das hast du sicher schon öfters gehört, diesen Vers. Denn Gott wird seine Engel schicken, um dich zu beschützen, wohin du auch gehst. Sie werden dich auf Händen tragen und du wirst dich nicht einmal an einen Stein stoßen. Löwen werden dir nichts anhaben und auf Schlangen trittst du ohne Gefahr. Wenn jetzt das so liest zusammen in diesem Text, ist ja schon crazy, oder? Ja. Also wieder Löwen, Ja. es ist schon problematisch im Zoo von Löwen hinzustehen, sogar vom dressierten Löwe würde ich das nicht mal machen. Und du stehst auf Schlangen, jetzt denke mal an Australien, nicht an die deutschen Schweizer Schlangen, die sind irgendwie lahm, im Gegensatz zu in Australien, da ist ja jede Schlange fast tödlich. Und wie verstehst du das? Also ich werde nicht mal mit Fuß an einen Stein stoßen. Ja, das verstehe ich auch nicht. Ich war Gott sei Dank noch nie in einer Situation, wo ich einem Löwen gegenüber gestanden bin oder wo ich auf eine Schlange getreten bin. Schon fast. Schon mal eine vom Baum runtergefallen vor mir und du hast immer so eher dann das Talent, dass die Schlangen bei dir sind. Bei mir sind sie dann schon weg. Da hatte ich jetzt echt noch nie diese Auseinandersetzung und bin auch sehr froh. Aber ich habe jetzt einfach mal den Vers 11 ausgedruckt und das ist etwas Zweites, was ich eben sehr liebe, um diese Verse zu verinnerlichen. Und man kann jetzt zum Beispiel den Vers auch rückwärts lesen. Also gehen wir mal beim Vers 11. Da heißt es, denn Gott wird seine Engel schicken, um dich zu beschützen, wohin du auch gehst. Ich habe jetzt auch den ausgewählt, weil das mit den Engeln und so ist mir jetzt ein bisschen näher als den mit den Löwen und den Schlangen.
Und dann kann ich einfach den rückwärts lesen, heißt es, gehst, und es wird eher so ein bisschen lyrisch, meditativ, also der Text bekommt einfach, die Wörter haben dann das größere Gewicht, nicht, dass du jetzt denkst, was ich da mache, wenn ich ihn rückwärts lese. Gehst auch du wohin, beschützen zu dich schicken Engel seine, dir wird Gott. Und dann hört sich schon recht ja, anders an. Es hört sich recht anders an. Für mich ist es einfach hilfreich, weil so die einzelnen Worte, also für mich sticht heraus, okay, egal wo ich hingehe, er schickt seine Engel. Das ist eigentlich die gleiche Aussage, nur irgendwie eben von der anderen Seite. Was du auch machen kannst, was ich sehr spannend finde, du kannst mal jedes einzelne Wort von diesem Vers aufschreiben. Dann hast du zum Beispiel dich, seine, dir, zu, wird, schicken, beschützen, gehst, mal Engel, auch Gott, den. Du schreibst alles mal auf und dann setzt du es einfach zusammen, wie du möchtest oder wie es dann irgendwie Sinn macht. Und das habe ich jetzt gemacht. Ich liebe es zum Beispiel, die Verben zusammenzutun. Da heißt es dann, ein Verb ist gehst, beschützen, schicken, wird. Oder dann liebe ich die Personen, die darin vorkommen. Da heißt es Gott, Engel, du. Also das sind die Personen, die im Vers vorkommen. Und dann das irgendwie so zusammen arrangiert, hat für mich ergeben, den Gott, auch Engel, du, wohin du gehst, beschützen, schicken wird zu dir. Und dann hat es keine andere Bedeutung, aber es öffnet einfach das Ganze und genau, es ist wie 3D. Es ist einfach mehr als nur die schwarzen Buchstaben auf dem weißen Papier. Und du kannst es mit jedem von diesen Versen machen, da bist du länger dran als eine Stunde. Also andere, du kannst mal einen Bibeltext rückwärts lesen und dann wirklich kommen dir andere Wörter entgegen und wie gesagt, du kannst das ausschneiden, es ist natürlich ein bisschen Arbeit dahinter und dann kann man es zusammensetzen wie so ein Baukasten, finde ich mega spannend. Susanne, kannst du einfach beten für uns, weil manchmal das Gefühl, wir sind nicht begleitet, wir sind alleine, Gott hat uns im Stich gelassen. Das ist ein Gefühl, wo ich immer wieder von Leuten höre, ja, ich habe bewusst ja was falsch gemacht und jetzt habe ich diese Kacke am Dampfen und ich habe es selber eingebrockt und ich glaube, Gott hat seine Augen zugemacht und mir nein, vergiss es. Das ist ihre Gnade. Das ist das, was wir Menschen nicht einordnen können, dass trotz unseren Fehlentscheidungen Vater, Mutter bleibt immer. Gott wird immer unser Vater bleiben. Gott wird nie uns verlassen, auch wenn ich bewusst mich entscheide gegen etwas. Und das geht nicht in meinen Kopf rein. Ja, und ich möchte dir einfach Danke sagen, denn du Gott, du wirst mir schicken, wohin ich auch gehe. Nicht irgendjemand, nicht irgendetwas, sondern deine Engel. Und sie haben einen Auftrag, mich zu beschützen. Und dafür möchte ich dir von Herzen Danke sagen. Du Gott, deine Engel, wirst sie schicken, wohin ich auch gehe, um mich zu beschützen. Weil du mich siehst, weil du weißt, was ich brauche, weil ich dir nicht aus dem Radar gerate und das nicht im negativen Sinn, sondern einfach, weil du über mir wachst. Und ich danke dir für alle die Momente, wo die Engel in meinem Leben schon eingesprungen sind. Für die Momente, wo ich beim Rollerbladen umgefallen bin und mir nichts passiert ist. Für die Momente, wo ich Rad gefahren bin und der Lastwagen so nahe überholt hat und mich nicht gestreift hat. Für den Moment, wo ich einfach in letzter Minute bremsen konnte, für den Moment, wo das Flugzeug sicher gelandet ist, für den Moment, wo ich über die Straße ging und das Auto nicht gesehen habe. Ich danke dir für all diese Momente, bekannt oder unbekannt, wo du deine Engel losgeschickt hast und sie sich für mich eingesetzt haben, für mich schützen.
Amen. Amen. Matt Redman hat einen Song geschrieben, das heißt 10.000 Gründe. Es gibt 10.000 Gründe, wo wir Gott Danke sagen können. Du hast jetzt mega viele Dinge aufgelistet. Es sind ja nicht nur diese Dinge, wo wir Gott Danke sagen, dass ich mir bewusst bin. Ich glaube, die meisten Wunder hat Gott getan, von denen haben wir gar nicht Notiz bekommen. Wirklich, wo Gott sagt, wenn ihr eine Ahnung hätten, wie oft ich euch bewahrt habe, die Bewahrungswunder, die sieht man ja alle gar nicht. Also die einen hast du aufgezählt, aber ich glaube, das ist viel mehr, wo Gott Dinge eingefädelt hat, wo wir gar nie Notiz bekommen. Und darum haben wir 1.000 Gründe, 10.000 Gründe, um Gott Danke zu sagen. Ich hole den Dave wieder rein, also ich muss ihn nicht tragen, sondern nur den Computer. Das finde ich einfach, ich glaube, das ist mein Highlight in dieser Sendung. Einer kann einfach sie reintragen Ja, und wieder deswegen steht ja der Computer auch immer auf deiner Seite. reintragen und wieder raustragen. Sehr schön, yes. Lass uns singen zusammen 10.000 Gründe. Ich glaube, es hilft manchmal, die Songs zu singen, wo wir sagen, danke, bist du mit mir inmitten von meinen Umständen und danke, hört deine Liebe nie auf. Aber es hilft auch einfach wirklich die Augen wegzurichten, sogar von seiner eigenen Umständen und die nicht mal mehr zu benennen, sondern einfach Gott anzuschauen. Kommt und lobe den Herrn, meine Seele singt, bete den König an. Singt wie niemals zuvor, nur für ihn, bete den König an. Ein neuer Tag und ein neuer Morgen und wieder bring ich dir mein Lob, was auch vor mir liegt, was immer auch geschehen mag. Lass mich noch singen, wenn der Abend kommt. Meine Seele singt, bete den König an. Sing niemals zuvor, nur für ihn, bete den König an. Du liebst so sehr und vergibst geduldig, schenkst Gnade, Trost und Barmherzigkeit. Von deiner Güte will ich immer singen. 10.000 Gründe gibst du mir dafür. Yeah. Kommt und lobe den Herrn, meine Seele singt, bete den König an. Sing niemals zuvor, nur für ihn, bete den König an. Und wenn am Ende meine Kräfte schwinden, wenn meine Zeit gekommen ist, wird meine Seele dich weiter preisen. 10.000 Jahre und in Ewigkeit. Komm, wir singen das nochmal und wenn man am Ende, und wenn am Ende meine Kräfte schwinden, wenn meine Zeit gekommen ist, wird meine Seele dich weiter preisen. 10.000 Jahre, 10.000 Jahre und in Ewigkeit. Kommt und lobe den Herrn, meine Seele singt, bete den König
dich an. Hey Dave, vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank, Dave. Dave, wir sehen uns ja, glaube ich, diese Woche nochmals und hören uns nochmals. Dave, vielen Dank. Wow. Ich möchte noch die letzte Gebetsform noch mit euch zusammen beten. Im Psalm 91, spektakuläres Gebet mit vielen theologischen Fragen, muss ich ehrlich gesagt auch noch sagen. Aber das lassen wir auf die Seite. Das 5. Gebet ist, wir beten um Schutz, weil er mein Freund ist. Und wie kommen wir darauf auf Freund? Weil in Vers 16 bis 17 aus der Hoffnung für alle Susanne, kannst du das vorlesen, diesen Text. Und das ist das, was Gott zu dir sagt. Also stell dir jetzt vor, Jesus steht vor dir und er legt dir segnend deine Hände auf den Kopf, auf die Schulter, da links und rechts in die Arme. Er darf dich berühren und er sagt, hey, er liebt mich von ganzem Herzen oder sie liebt mich von ganzem Herzen. Darum will ich ihn retten. Ich werde ihn schützen, weil er mich kennt und ehrt. Wenn er zu mir ruft, erhöre ich ihn. Wenn er keinen Ausweg mehr weiß, bin ich bei ihm. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich lasse ihn meine Rettung erfahren und gebe ihm ein langes und erfülltes Leben. Und jetzt, Leo, lass mich das mal für dich beten. Gott sagt, Leo liebt mich von ganzem Herzen. Darum will ich Leo retten. Ich werde Leo schützen, weil Leo mich kennt und ehrt. Wenn Leo zu mir ruft, erhöre ich Leo. Wenn Leo keinen Ausweg mehr weiß, dann bin ich bei Leo. Ich will Leo befreien und ihn zu Ehren bringen. Ich lasse Leo meine Rettung erfahren und gebe ihm ein langes und erfülltes Leben. Amen. Amen. Wow, das nehme ich gerade an. Susanne, kannst du das gleiche Gebet mit meinem Namen für die Zuschauer jetzt genau gleich auch noch aufs Beten und dann ist plötzlich das Gebet wird dann mega lebendig. Tja, mit was soll ich denn das jetzt eher ersetzen? Die Mit- Zuschauer. Ja, why not? Also Gott sagt, die Zuschauer lieben mich von ganzem Herzen. Darum will ich die Zuhörer retten. Ich werde die Zuhörer schützen, weil sie mich kennen und ehren. Wenn die Zuhörer zu mir rufen, erhöre ich sie. Wenn die Zuhörer keinen Ausweg mehr wissen, dann bin ich bei ihnen. Ich will die Zuhörer befreien und zu Ehren bringen. Ich lasse die Zuhörer meine Rettung erfahren und gebe den Zuhörern ein langes und erfülltes Leben. Amen. Und du merkst plötzlich, das Gebet wird so intensiv, es wird so praktisch, es wird so konkret. Was ich liebe, sind 2 Punkte, ein langes und auch erfülltes Leben. Ja. Also man kann ja auch lange leben und man ist nicht erfüllt und da bin ich nicht so sicher, was ist immer so richtig. Wir haben ja, wenn man eine Gemeinde leitet, man sieht ja vieles im Leben und ich finde es spektakulär von den Menschen zu sehen, die ein langes Leben leben und wenn man die Augen schaut, man sieht, Jesus strahlt durch ihre Augen hindurch. Und es sind oft auch Frauen und Männer, die haben nicht nur immer ein easy life, in dem Sinn, alles ist einfach smooth gewesen. Die hatten auch ihre Challenges, sie hatten ihre Herausforderungen, aber sie haben sich durch nichts einfach, die Freude am Herrn ist meine Stärke, haben sich nicht verlieren lassen und sie sind wie so ein bisschen Kinder geblieben und haben gesagt, nein, die Freude an Jesus, das lasse ich mir nicht rauben von meinem Gott im Himmel. Und das strahlt dann etwas aus, wo ich sage, boah, Backe, das will ich auch. Darum, langes Leben ist das eine, aber erfüllt zu sein und Jesus strahlt aus deinen Augen heraus, das ist für mich eine Lebensqualität, die wünsche ich mir von ganzem Herzen. Und darum ist Gebet eben so entscheidend. Gebet ist nichts anderes, wo ich meine Seele, die ist manchmal ein bisschen wie eine Müllhalde. Da haben sich Dinge angestaut, angesammelt. Von Menschen, bei mir selber, whatever. Wenn ich das entkümpeln kann und Jesus hinlegen kann, durch Worship-Songs, durch Bibellesen, durch Gebet, durch Podcast, durch Predigt, durch stille Zeit, was auch immer, und du Jesus näher kommen kannst, dann entsteht in mir eine Kraft Gottes.
eine Freude Gottes, einen Frieden von diesem Gott im Himmel, das die Welt nicht nachvollziehen kann, aber für uns Christen eine Substanz ist, die ist mega real. Ja, und schau mal, wie dieser Gott im Himmel ist. Es heißt da in den letzten Versen, er kennt und ehrt mich. Das ist das, was ich Gott bringe, Ehre. Und dann sagt er, ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Also es zeigt mir einfach, er ist nicht der fordert und der da diese Anerkennung und diese Ehre und alles braucht, weil er nur so leben kann, sondern er will es von uns bekommen, damit er uns selber wieder zu Ehren bringen kann. Wow, was für ein starkes Bild. Hey, Psalm 91, das Gottes Schutzgebet. Ich möchte ganz kurz unserem Team Danke sagen. Wir haben eine halbe Stunde geschaut, wie können wir das nochmals möglich machen mit allen technischen Dingen. Heroes kann ich nur sagen, weil Technologie ist cool, wenn es funktioniert, und wenn es nicht funktioniert, dann ist es ein Challenge. Ja, wir sind ja auch bei Zoom dabei. Vielleicht können wir jetzt einen Computer nochmal reinholen, damit wir sie alle sehen. Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Also, wir wünschen euch auf jeden Fall Gottes Segen, so möchte ich das sagen, und wir sehen uns morgen wieder, 12 Uhr, gleiche Zeit, gleicher Sender, gleiches Preacher-Bar, und wir beten dann zusammen, sagen wir, God bless you und Bis morgen. ciao, ciao, tschüssi.